Geheimnis Geheimnis der der deutschen deutschen Sprache. Sprache. Guten Morgen, willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute gehen wir grenzüberschreitend nach Warschau und da begegnen wir virtuell Felix. Guten Morgen. Guten Morgen. Schön, dass es geklappt hat. Du hast bereits Erfahrungen im Sprachenlernen. Du bist sozusagen ausgebildeter Sprachlehrer. Wie war es für dich, jetzt in diesem neuen Land in Polen diese neue Sprache dich anzueignen? Ja, also ich wohne jetzt seit circa 15 Monaten in Polen. Polnisch ist sozusagen meine vierte Fremdsprache, die ich lerne. Vorher habe ich Englisch, Spanisch und Portugiesisch gelernt. Für Spanisch habe ich damals noch sehr viel gemacht. Ich habe sehr viel gelernt, war im Ausland, konnte die Sprache jeden Tag anwenden. Mit Portugiesisch war es auch so. Dafür habe ich weniger gelernt, war aber auch mal in Brasilien, konnte die Sprache anwenden und so auch besser lernen. In Polen kann ich die Sprache auch anwenden, aber ich muss sagen, dass Polnisch schon ein bisschen schwieriger ist, ein bisschen komplexer. Es gibt mehr Fälle, es gibt weniger Latinismen als in den anderen Sprachen. Und dadurch, dass ich an einer internationalen Schule arbeite und am Goethe-Institut, benötige ich eher Deutsch und Englisch als Polnisch. Und das macht es mir im Moment ein bisschen schwerer, die Sprache zu lernen. Aktuell meinst du, dass in deinem beruflichen Alltag nicht so diese Ansätze sind, weil du einfach mit diesen anderen zwei Sprachen unterwegs bist? Du bist zwar deutscher Muttersprachler, aber wie immer wir stellen, wie geheimnisvoll ist diese deutsche Sprache aus deiner Sicht? Also ich muss sagen, bevor ich Deutsch unterrichtet habe, hätte ich diese Frage nicht so gut beantworten können. Aber dadurch, dass ich natürlich jetzt viele Deutschschüler habe und ich ihre Probleme und so weiter mitbekomme, muss ich sagen, dass es doch sehr viele Geheimnisse gibt in der deutschen Sprache. Also das wäre zum Beispiel einmal die Pluralbildung, die wirklich etwas ist, die man mitlernen muss. Das wusste ich vorher als Deutsch-Muttersprachler natürlich nicht, aber einige Plurale sind natürlich ein bisschen schwierig oder nicht so logisch. Auch das Präteritum, die Präteritumform kann manchmal geheimnisvoll sein. Also schwimmen zum Beispiel, ist es jetzt schwimmte, schwamm oder schwomm? Was ist das richtige Präteritum von schwimmen? Oder auch der Konjunktiv 1, der in der Alltagssprache in Deutsch eigentlich nicht verwendet wird, sondern eher in der Literatur. Und da gibt es auch für Deutsche einige Geheimnisse. Und ich erinnere mich an einige Gespräche mit Freundinnen und Freunden, wo wir uns überlegt haben, ja, wie heißt jetzt nochmal der Konjunktiv 1 von diesem Wort und so weiter. Also selbst für Deutsche kann Deutsch sehr geheimnisvoll sein. Auch für mich war es so, in Züge der Vorbereitung dieses Podcasts hatte ich mir überlegt, okay, Podcast ist ein Fremdwort, also wäre das Hörbuch und das wäre okay, das ist ein Fremdwort, muss Neutrum sein. Aber ich habe hinterher festgestellt, je nach Anwendung, also je nach Häufigkeit dieser Anwendung, werden diese Fremdwörter einfach als maskulin genannt. Zum Beispiel der Workshop oder der Podcast, was mir tatsächlich sehr rätselhaft war. Und das war echt ein Prozess, also egal wie lange ich schon in diesem Land gewohnt habe. Und darüber hinaus würde ich mich interessieren, ich weiß, ich habe dich auf Spanisch erlebt, dass du einfach sehr fließend das sprechen kannst. Wie kamst du auf dieses Niveau bezüglich einer Fremdsprache? Ja, also die Grundlagen wurden bei mir in der Schule gelegt. In der Schule hatte ich 4 Jahre Spanisch und im Studium habe ich mich dafür entschieden, einen Erasmus zu machen in Sevilla und habe dann dort ein Jahr gelebt und studiert. Habe in einer WG mit Spaniern gewohnt, hatte ein komplett spanischsprachiges Umfeld. Wir haben uns auch mit anderen Erasmus-Studenten immer auf Spanisch verständigt, also nicht Englisch, sondern Spanisch war da die Lingua Franca.
Und dadurch hat man sehr gut Spanisch gelernt. Also nicht nur ich, sondern auch meine anderen Erasmus-Kollegen in Sevilla. Die Sprache hast du so mit, nicht nur da in der Uni oder in den Kurse, sondern auch erlebt, ne? Indem du einfach so dieses Umfeld, das ist tatsächlich sehr entscheidend. Kann ich nur unterstützen. Genau, wenn man in einem anderen Land ist, dass man einfach versucht, alle Reize wahrzunehmen. Mhm. Exakt. Und in Polen ist es im Moment so, dass ich so auf dem Weg zu A2 bin. Ich spreche es hin und wieder mit meiner Freundin, die Polin ist, aber mein Niveau ist noch nicht gut genug, um jetzt wirklich in eine lange Konversation mit anderen Leuten zu gehen. Und ja, deshalb spreche ich dann doch noch viel Englisch mit anderen Leuten in Polen, mit Freunden oder ja, anderen Leuten. Mhm. Aber genau, Hauptsache, du bist auf diesem Weg und da du schon diesen Hintergrund hast, wie du diese andere Sprache beherrschen kannst. Ich bin mir zuversichtlich, dass einfach die Zeit weiterhin genau dieses Ergebnis mit sich bringen wird. Ja, das hoffe ich auch. Sehr schön. Dann werden wir dann auf diesen Vortragteil rübergehen, indem ich dich bitte, einfach ein Thema deiner Wahl mir als Input zu geben und dann würde ich einfach einen 5-minütigen Vortrag halten. Mhm. Okay. Da es ja ein Thema ist, das uns beide verbindet, würde ich einfach mal das Thema Sprachtandems wählen. Also wie wichtig sind Sprachtandems für das Sprachenlernen? Perfekt, lass mir kurz überlegen. Heute will ich mich mit dem Thema Sprachtandem befassen. Zuerst werde ich aber einen kurzen Aufbau des Vortrags skizzieren. Erstmal über das Konzept, wie das genau funktioniert, auch wie weit das ein Bestandteil von einer Unterricht oder von einem Lernprozess sein soll. Dann werde ich über meine Erfahrungen berichten, sowohl aus muttersprachlicher als auch von fremdsprachlicher Sicht. Und dazu werde ich meine Stellungnahme ablegen. In sich ist eine Sprache, so wie wir als Kinder gelernt haben, über eine riesige Wiederholung und vor allem über Erfahrungen, übers Fühlen notwendig. Da ist der Unterricht nicht breit genug oder nicht in die Tiefe genug, um solche Sprachgefühl zu entwickeln. Deswegen haben sich die sogenannten Sprachtandems sehr gut geeignet als eine gelungene Art und eine Ergänzung, diese Sprache besser zu beherrschen. Ursprünglich ist die Idee, dass zwei Studenten, zwei Lernende von der gegenseitigen Sprache, wie zum Beispiel in unserem Fall, in dem du als Fremdsprache Spanisch lernen wolltest und nicht umgekehrt Deutsch als Fremdsprache verbessern möchte, man hat einfach sich mit diesem Ziel getroffen. Da ist leider keine Professionalität, aber dadurch viele Motivation, weil beide Parteien dieses Interesse haben, diese andere Sprache zu verbessern und durch die andere Person einen anderen Bezug zu finden. Meiner Erfahrung nach war es in Dresden sehr gut organisiert. Ich habe bereits über die Anmeldung, also bei diesem Studium, über diese Möglichkeit erfahren. Das Kulturbüro hat bereits diese Plattform zur Verfügung gestellt, in der man sich eintragen soll. Die Angaben waren sehr ausführlich, sowohl von Fachrichtung, vom Alter, von Interessen, von Sprachkenntnissen. Und so hat man sozusagen sich gematcht. Also es gab einfach eine vorgeschlagene Person. Man hat dann Kontakt aufgenommen und beim ersten, zweiten Treffen hat man gesehen, ob einfach zu einem gemeinsamen Ziel geführt werden kann. Meistens habe ich die
die Erfahrung gemacht, dass durch Aktivitäten und durch offene Haltung es relativ einfach möglich war, einfach sich immer wieder zu treffen und vor allem so versuchen, einen Bezug in diesem Alltag für diese Atmosphäre zu finden. Das erfordert aber viel Disziplin von beiden Parteien. Ansonsten ist die Gefahr, dass es einfach verrutscht in einfach nur Spaß, also nur Kaffee trinken, aber nicht so richtig in dieser Zielsetzung, dass man einfach bestimmte Redewendungen oder bestimmte Art von dem mündlichen Ausdruck verbessern kann. Meiner Erfahrung nach, es war auch eine Entdeckung, auch über deutsche Muttersprachler, auch die deutsche Kultur besser zu verstehen, besser nachvollziehen, so ohne diesen näheren Kontakt wäre ich nicht so erfolgreich gewesen und auch, glaube ich, hätte ich nicht so den Bezug, den ich aktuell habe, zumal ich durch diese Gespräche auch viele, zum Beispiel Empfehlungen von Serien oder viele alltagsrelevante Themen von den Bürgern von dieser Stadt oder von diesem Land mitkriegen könnte. Aus meiner Sicht ist zusammenfassend ein Sprachaustausch unabdingbar für den Erwerb und für die Aufrechterhaltung einer Sprache, wenn man dann nicht in diesem Land wohnt. Und auf jeden Fall ist ein sehr schönes Beispiel von dem sogenannten Collaborative Learning, also von dem sozialen Lernansätze, in denen man sich gegenseitig unterstützt, um ein gemeinsames Ziel zu erobern. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und natürlich bin ich für Fragen deinerseits zur Verfügung, Felix. Okay. Ja, danke für den Vortrag. Wir haben ja zusammen, also wir haben uns ja über das Kulturbüro kennengelernt in Dresden vor 7 oder 8 Jahren, glaube ich. So ist das. Ja? Genau. Okay. Und dann auch ein Tandem zusammen gemacht. Wenn jetzt neue Leute ein Tandem starten wollen, welche Tipps hättest du für sie? Also was sollten sie bei der Suche des Tandempartners beachten und was sollten sie während des Tandems beachten? Am Anfang, genau, hat diese Plattform ganz interessant gemacht, weil wir haben uns einfach in einem sehr guten so gegenseitiges Niveau gefunden, finde ich. Also immer so offen fragen, ja, vor allem es geht einfach um diese logistische Aspekte, also welche Zeitverfügbarkeit hat die andere Person, weil wenn ich zum Beispiel Schichtdienst hätte und die andere Person hat eine Büroarbeit, ist das sehr schwierig, überhaupt zu einem Treffen zu kommen. Das wäre so das Erste. Und das Zweite, ob es eventuell gemeinsame Interesse gibt, die man so auch mit der Sprache verbinden kann. Sowas wie zum Beispiel Kochen oder Wandern oder was weiß ich, Ausstellungen besuchen. Also wenn einfach so ein Gefühl entsteht, dass einfach man sich überhaupt treffen kann und man darüber hinaus etwas unternehmen kann, das wäre einfach ein guter Anfang. Und um das aufrechtzuerhalten, ich würde sagen, dass braucht einfach von den beiden Parteien einfach eine klare Ambition in dem, okay, ich brauche bis Juli oder bis Januar so diese Möglichkeit zu haben, mit dir das und das und das zu verbessern. Und wenn das so kommuniziert wird, man kann sehen, okay, kommt das im Einklang, ist das überhaupt möglich umsetzbar, damit einfach da keine Enttäuschungen entstehen praktisch. Genau, ja, da würde ich dir absolut zustimmen. Hattest du seitdem noch ein paar andere Tandems? Aktuell auf Deutsch ich habe letztes Jahr zum Beispiel für die C1-Prüfung auch einen Spanisch-Deutsch-Tandem gehabt. Und das Interessante war, das hat sich sehr spontan ergeben. Also ich kenne ihn aus einem Sportverein und dann, genau, ich habe irgendwann mitbekommen, dass er da einen Sprachkurs in Malaga besuchen wollte und danach hat er ein bisschen diesen
diese Bedenken, ja, wie kann ich überhaupt alles nochmal aufrecht zu erhalten, wenn sonst mein Alltag, mein beruflicher Alltag nicht auf Spanisch sich ergibt. Und dann, genau, habe ich die Chance sozusagen in Anspruch genommen. Ich habe gesagt, gut, ich brauche jetzt ein bisschen intensiver diese Übungen für diesen mündlichen Ausdruck von dem C1. Und genau, da haben wir so intensiv einfach auf dieses Ziel uns bewegt und es hat tatsächlich gut funktioniert. Genau. Leider jetzt im Zuge dieser Corona-Pandemie ist jetzt diese Treffen, die ich mit ihm hatte, nicht mehr so möglich. Genau. Aber das war auch eine interessante Erfahrung. Ich sage, es war schon auf diese Art, dass ich einfach was Spezifisches wir hatten und deswegen fand ich, hat es auch sehr gut funktioniert. Okay, ja, interessant. Also konntet ihr euch nicht mehr so regelmäßig treffen und deshalb ist es so ein bisschen im Sande verlaufen. Eben, ja, das ist immer so ein krasses Thema, ne? Also, dass man so, man muss einfach so in diesem Kompromissbereitschaft bleiben, weil ansonsten, genau, das geht echt verloren. Mhm. Ja, also das glaube ich auch. Meistens ohne Absicht, ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber es ist so, wenn man nicht so richtig seinen Plan erstellt, das geht ja so ein bisschen in die Hose. So. Genau, genau. Weil so ein Sprachenlernen oder so ein Sprachtandem in der Prioritätenliste eher weiter unten ist als ja, soziale Kontakte, Arbeit, Studium und so weiter, kann es passieren, dass man ja, das ein bisschen schleifen lässt. Am Anfang trifft man sich noch jede Woche, dann alle 2 Wochen, dann einmal im Monat, weil andere Sachen wichtiger werden. Und ja, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass beide ja, die gleiche Motivation mitbringen, sich zu treffen, die Sprache zu lernen und dann ja, kann das Tandem auch gut funktionieren. Es ist im Endeffekt um Prioritäten, genau. Und auch, genau, so hat sich gezeigt, wenn die Bindung auch gut ist, man kann sich auch Jahre danach wieder so erleben oder begegnen, sei es jetzt virtuell. Und also ich glaube, es stellen sich auch gute Kontakte, das ist definitiv mein Eindruck. Und jetzt werde ich, wenn ich einfach hinterher nach dieser Prüfung die portugiesische Sprache dann verbessern will, werde ich auch so versuchen, einfach einen Tandempartner zu finden. Ich glaube, das ist eine Möglichkeit, einfach ein sprachliches Umfeld, ne, zu erzielen. Mhm. Genau, also ich hatte nach dir, also 2 oder 3 Jahre nach unserem Tandem, Mhm. nochmal ein Tandem mit einem Brasilianer, Mhm. auch in Dresden. Und das hat auch dann dazu geführt, dass wir am Ende auch Fußball zusammen geschaut haben oder zusammen Fußball gespielt haben. Also er war dann mit in meiner Fußballgruppe. Und das hat natürlich auch noch ja, die Bindung verbessert, auch die Sprache verbessert, sowohl seine deutsche Sprache als auch mein Portugiesisch. Und ja, das kann ich nur empfehlen. Also das können wir uns zwei tatsächlich den Zuhörer ermutigen, das auszuprobieren und auch Online-Möglichkeiten gibt es auch inzwischen. Einfach nicht aufgeben in diesem Ziel. Und würde ich dich dann noch darum bitten, genau diesen zweiten Teil für die Diskussion. Worüber sollen wir uns auseinandersetzen? Am besten, wenn du einfach ein kurzes Statement und dann ich würde einfach die gegenteilige Position vertreten. Ist egal, ob das deine Position oder nicht ist. Es geht darum, diese Rhetorik zu üben. Mhm. Also mein Statement ist, um eine Sprache perfekt sprechen zu können, muss man in dem Land leben, in dem diese Sprache Amtssprache ist. Ich Ähm, stimme dir zu. mhm. Das wäre auch sehr korrekt. Also wenn wir das vor zum Beispiel 20, 30 Jahre auch jetzt diskutieren würden. Aber in der digitalen Zeit sind einfach eine Vielfalt, eine Vielzahl von Möglichkeiten, in dem man auch sich einfach ein Umfeld erstellen kann, die auch auf diese Fremdsprache funktioniert. Was sagst du? Ich sage dazu, dass das stimmt. Also man kann natürlich seine kompletten, zum Beispiel Social Media Accounts auf diese Sprache umstellen, Zeitungen aus diesem Land lesen, Filme in dieser Sprache schauen.
auch mit Leuten aus diesem Land sprechen, ohne in diesem Land leben zu können. Ja, ich glaube, das wäre möglich. Dennoch denke ich, dass für ein besseres Lernen oder für ein perfektes Beherrschen der Sprache ein Leben in diesem Land notwendig ist, da man mit sehr viel Alltagssprache konfrontiert wird, auf der Straße, in der Bäckerei, im Supermarkt, auf Partys mit Muttersprachlern und so weiter. Und man diese Sprache, diese Alltagssprache oder Umgangssprache nur schwer über Filme, Zeitungen oder ja, Social Media erlernen kann, weil sich diese Sprache dann doch von der, die gesprochen wird, stark unterscheidet. Ich sehe deinen Punkt. Es ist natürlich so, dass die Umgangssprache häufiger in der jeweiligen Landessprache angewendet wird. Es ist aber so, es war auch meine persönliche Erfahrung, dass einfach es gibt überall sozusagen Spez-Communities, das heißt Ausländer, die von den anderen Kulturen, von den anderen Ländern in dem jeweiligen Heimat von diesem Student wohnen. Ein Kontakt da zu finden ist nicht so schwierig. Bei mir ist es sogar so gelungen, dass ich hatte einen Studentenjob gehabt, in dem ich einfach bei der Messe gearbeitet habe und sowohl die Kunden als auch der Auftragsgeber, also die Mitarbeiter, die ich hatte, stammen aus Bayern. Und das heißt, da haben wir miteinander immer, oder ich habe immer diese Bayerisch gehört, also ich musste mich damit konfrontieren, auch mit diesen Einzelheiten von den rollenden R und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt immer Möglichkeiten, vor allem wenn man in einer größeren Stadt wohnt, damals habe ich in Barcelona gewohnt, diese Communities, also diese Gemeinden zu finden, in denen man tatsächlich Muttersprachler findet. Und man kann auch sozusagen auch bestimmte Hobbys von diesem Land auch ausführen. Von daher, ich fände es jetzt nicht so ausgeschlossen, dass man nicht die lokale Umgangssprache oder Dialekte auch mitkriegen kann, wenn man nicht in diesem Land wohnt. Mhm. Ich glaube, dass man etwas anderes auch noch schwer erlernen kann, wenn man nicht in diesem Land wohnt. Und das sind Umgangsformen im täglichen Leben oder das sind auch Sachen wie zum Beispiel, ja, wie funktioniert das Leben in diesem Land? Wie ist so die Gesellschaft strukturiert? Was sind ja, Sachen, die man machen sollte? Was sind Sachen, die man eher nicht machen sollte in diesem fremden Land? Und ich glaube, das erlernt man besser, wenn man in diesem Land ist und sich mit dieser Kultur vertraut macht. Ich würde sagen, dass eine Konfrontation mit der Kultur aus meiner Sicht fast nur in dem jeweiligen Staat möglich ist. Jedoch ist es auch einen gewissen Hintergrund zu haben, damit man sozusagen diese Ausdrücke oder diesen geschichtlichen Hintergrund versteht. Ich denke jetzt zum Beispiel an den Ausdruck alter Schwede auf Deutsch. Es könnte auch so mit einem Krieg verknüpft sein, deswegen, also wenn man das gehört hat und man nicht so darüber ein bisschen sich Gedanken macht, kann man auch das eventuell nicht so richtig verstehen. Deswegen eine Kombination, einfach eine gute Vorbereitung in dieser Heimat, in der man so einen gewissen Bezug mit dieser Gemeinde hat, in der man so Aktivitäten, kulturellen, musikalischen, einfach so Sport mit denen treibt oder unterstützt, helfen damit diesen Schritt, zum Beispiel ein Studium, wie ich damals, ein Forschungsaufenthalt, eine berufliche Tätigkeit, damit das einfach nochmal beschleunigt, dieses Erlernen von dieser Kultur, von dieser Sprache. Wäre das für dich ein möglicher Kompromiss? Ja, ja, absolut. Also da stimme ich dir zu. Da würden wir uns schon da vertragen und ich hoffe, dass auch so in einer Prüfungssituation so ein spannendes Thema zum Ausdruck gebracht
zum Ausdruck kommen würde, da werde ich auf jeden Fall sowas bestehen, da ich auch diesen Bezug oder diesen Hintergrund habe. Da ist auch meiner Erfahrung nach so, dass wenn man einfach in einer Prüfung mit Themen, die sehr euch Spanisch vorkommen, das heißt, dass ihr so keinen so relativ, ihr seht das nicht so nahe und ihr habt nicht so richtig Ahnung davon. Man fängt sich da zu verkrampfen an, aber ich glaube, es ist wichtig, trotzdem das Beste daraus zu machen. Ich hoffe, genau, wir hätten dann diese Prüfung bestanden, werde ich hinterher auch erfahren. War eine sehr lustige Folge, muss ich zugeben. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, wie bei mir. Ja, hat mir sehr Spaß gemacht, dich nochmal zu hören nach unserer Tandemzeit. Ja, war sehr cool. Und ich wünsche euch alles Gute und bis zur nächsten Folge. Danke, Felix, nochmal. Danke dir. Weitere Folgen findet ihr in der Webseite von redcircle.com sowie in deinem lieblingssozialen Netzwerk der deutschen Sprache.